stellt ihr einen Unterschied fest zwischen den Dialekten der jüngeren und älteren Menschen hier? Und inwiefern würdet ihr sagen? Ja, unbedingt, ja. An was macht sich das so fest? Ja, also der Einfluss vom Unterland, von vielen Leuten, die aus dem Unterland hierher kommen und natürlich ihre Sprache reden und das auch abwälzen auf die Regionen und vor allem halt auch der Slang unter den jungen Leuten. Ja, das ist extrem, der bringt es auch hier in den letzten Walzer Orten. Würdest du sagen, aus der Stadt so? Ja, Ja. schon so. Ja. Und sonst gibt es irgendwie Namen oder Ausdrücke, die hier für euren Wohnort typisch sind? Die es einfach so hier gibt vor allem? Ja, also Walzer Ausdrücke gibt es natürlich einen Haufen, die sehr, sehr typisch sind, oder, wo man an anderen Orten gerne nicht versteht, wo aber auch sehr häufig noch vom Romanischen abgeleitet ist, weil die Flurnamen da ringsum sind ja vorwiegend auch noch romanisch, also die Walzer sind dann erst später gekommen. Aber da gibt es einen Haufen Ausdrücke, spezifische Prättigauer Ausdrücke, die man schon die Chur nicht mehr versteht. Ja. Habt ihr also Ihre Familie, du hast gesagt, Ihre Familie ist vor allem oder noch so Walzer, habt ihr dort wirklich so Ausdrücke, die so lustig sind? Wenn ich jetzt hier einem begegne und mit dem reden, dann ich auch sofort seine Sprache. Ich könnte jetzt nicht mein Kuderwelsch mit einem Walzer, wenn meine Muttersprache eigentlich auch Walzerdeutsch ist, Dialekt. Ja. Statt ja sagen wir. Das ist lustig. Gibt es noch mehr solche Eigenheiten? Macht man das denn nur da in St. Antonio? Unterschied fest zwischen Dialekt, der gesprochen wird von der älteren und von der jüngeren Bevölkerung hier im Safien? Also es gibt sicher einen Unterschied, ich denke nicht von den Eltern, sondern mehr noch von den Nenen, also von den Großeltern. Die selber haben den richtigen Walser Dialekt und die Eltern haben auch schon ein bisschen weniger, vielleicht beeinflusst von den Kindern auch schon. Und die Kinder ja immer ein bisschen weniger, aber es gibt doch noch, gerade am hinteren Teil vom Safien, viele, die wirklich einen Walser Dialekt reden. Gibt es Namen, die für das Dorf typisch sind? Also Vornamen, Nachnamen, also häufig vorkommen. Ja, ich denke, so Nachnamen ist Buchli, Zinsli, Hunger, Gartmann, so die Gander, die typischsten. Gibt es Ausdrücke, die typisch sind für diesen Wohnort? Ich denke sicher, dass Dialekt, was immer auffällt, ist, wenn wir «Unsch» sagen. Und das wird auch immer angesprochen auf das. Und sonst wüsste ich gar nicht, weil eigentlich rede ich auch jeden Tag so und dann fällt es mir gar nicht auf. Oder einfach auf. Also einwärts wäre gegen hingern ja, genau. Und auswärts gegen vorne. Ja. Immer so. Und wir orientieren uns immer anhand von dem. Also wir schauen immer auf diese Seite und nie gegen die Seite, sondern immer so und dann müssen wir einwärts, auswärts. Okay.
Haben Sie das Gefühl, es gibt einen Unterschied zwischen dem Dialekt der jüngeren und der älteren Leute? Ja. Was zum Beispiel? Die Älteren sagen weniger cool. Ja. Ja. Und so etwas, zum Beispiel auf die Aussprache oder bestimmte Wörter? Die Ihnen Viel auf Englisch. Ja. Ja. Da haben die Älteren Mühe. Ja, oder? das stimmt. Werbung zum Beispiel im Fernsehen ist viel auf Englisch, wo die älteren Leute Probleme haben. Sehr Probleme haben, oder? Ja. Das gehört, in meinen Augen gehört sich das nicht. Man sollte sich die Sprache erhalten, die man gelernt hat. Ja. Oder? Haben Sie dann das Gefühl, dass sich der Dialekt selber mit anderen Dialekten mischt? Oder vor allem einfach... Sepp auch ein bisschen, ja. Sepp auch. Ja. Das ist dann weniger schlimm. Also das Englisch ist dann schlimmer. Das Englische ist schlimm. Okay. Ja. Ja. Und das Moderne, wie sagt man? Hey, alles Paletti oder... Ja. Ja, so. Ja. Oder, Ja. da können wir nicht mehr. Ja, also, ja. Aber das machen die Jungen schon recht. Ja. Das ist, ihre Generation und unsere Generation ist schon. Ja. Thank